Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Das Leben ist schnell und rauscht an uns vorbei. Minuten, Stunden, Tagen vergehen wie im Flug. Menschen kommen und gehen in unser Leben. Sie gehen hinein, gehen wieder hinaus. Manche lassen wir aber auch bewusst heraus. Wenn es dir auch so geht, komm mit auf einen kurzen Weg zwischen den Zeilen. Da liegt er, am Rand, wie viele andere. Und keiner sieht hin. Oder sagen wir, keiner sieht wirklich hin. Denn wir sehen so schnell, was auffällt, aber selten das, was anhält. Da ist einer, der nicht weiterkommt und verzweifelt. Da ist die eine, die schon wieder klagt und darüber verzagt. Und wir nicken verständnisvoll und gehen weiter. Weiter und immer weiter. Treffen den Nächsten. Puh, denen geht es Gott sei Dank gut. Was ist wohl bei den anderen passiert? Ach, vermutlich sind die daran selber schuld. Aber einer, der den Weg mit uns geht, bleibt stehen. Er steht still vor dem einen, der da liegt. Jesus sieht. Er steht, er fragt, er hört. Er fragt nicht nach Gründen, er fragt nicht nach Schuld, er fragt nach dem Herzen. Was willst du werden? Willst du heil werden? Heil ist nicht perfekt, Heil ist nicht angepasst, Heil ist gesehen, gehört und gemeint zu werden. Heil ist näher. Vielleicht beginnt Nähe genau da, wo ich nicht nur das höre, was laut gesagt wird, sondern auch das, was still dahinter ruft. Wenn ich mich traue, nicht gleich zu wissen, sondern zu fragen, nicht zu urteilen, sondern zu verstehen. Wenn ich stehen bleibe, anstatt schnell weiterzugehen. Wenn ich frage, wie geht's dir wirklich und die Zeit habe, mir die Zeit nehme, die Antwort zu hören und das nicht nur alibimäßig. Vielleicht braucht so manche Heilung ein offenes Ohr, keine großen Worte, sondern ehrliche Gegenwart. Denn heilende Nähe hat Hände, die halten und Ohren, die bleiben. Sie schaut nicht darüber hinweg, sondern hört hin, hört hinein und bleibt einige Zeit bei dem, was da quält, was da wehtut, was echt ist, bei dem, was zählt. Heilsam ist diese Nähe, die Jesus da schafft, zwischen ihm und dem einen Menschen, der vom Leben erschöpft, jetzt aus seiner Quelle schöpft. Schaut euch doch mal in eurer Gegend um. Vielleicht gibt es da auch die ein oder andere Person, die Hilfe braucht, das vielleicht nicht ganz offensichtlich ist. Oder schaut doch mal bei der Invisible Disability Week vorbei. Ich habe es euch unten verlinkt. Mit dieser Aktionswoche wird auf Erkrankungen hingewiesen, die dem Augenschein verborgen bleiben. Viel Spaß beim Entdecken und beim Näheteilen. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.